Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintrier arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Oh, wäre nicht das erste Mal. Okay. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie kannte. Am Arm des Zintriers war Cecilia Bellante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört. Sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Cintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Mandragora, was ist das? Mandragora. Was ist das? Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös. Absichtlich, schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirees, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Wir mussten den Zintrier schnappen. Das wäre logisch. Schnappen wir uns den Zintrier. Dazu Wäre doch müssen logisch. wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintrier tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herren? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Wo finde ich die passende Kleidung? Ja, dann gehen wir die Kleidung mal suchen, ne? Ja, gegen Pfosten laufen, das ist immer gut. Elend. Und ich bin hungrig. Schlachtet das Schwein doch. Betrunkene. Nein, mit der reden wir nicht. Wir können doch Dings machen. Warte mal. Artzeichen, Igni-Zeichen, Yen, ne? Quen, Axi. Auch wenn wir das nicht ausgerichtet haben. Das bringt uns das was. Dann auch nur um die Leute... Oh ja. Pack mal das Schwert aus. Ja, die Rüstung ist geil. Also die Rüstung finde ich gut. Die finde ich gut.
Gut, dass wir die gefunden haben. Und Kopf weg. Die sahen nicht aus, als wären sie von hier. Damian hatte recht. Man macht Jagd auf sie. Ja, okay, das sieht so richtig gut aus. Okay. Nee, ist aber nicht schlimm. Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Genau, der Meinung bin ich auch. Oh, Schweinchen, Chancen Babe. Ja, komm schon. Da bin ich hier am Rumlaufen, das gibt's ja nicht. Aber ich habe auch schon was geplant für mein nächstes Projekt. Also von daher, das könnte, also das Projekt gefällt mir mal. Ob es euch gefällt, ist noch eine andere Sache, aber mir gefällt es. Also dir. Ich habe nur einen Zuschauer. mit meinen geilen Verpappungen, Verplanungen und mein Ungeschick. So, hier gibst du wahrscheinlich jede Kleidung oder was? Das ist eine Liegekleidung an. Die Anna. Ist hier jemand? Aufnehmen. Okay. Ah, hier ist einer. Rede mal mit dem. Was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht hier offen. Bitte, komm rein. Ich möchte... Genug der Stichelei. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mit größtem Vergnügen, Herr. Also einmal können wir das mal verkaufen. Mit A, da ist A. A. Das können wir auch verkaufen. Verkaufen. Ups, verkaufen. Verkaufen. Nee, hier, kaufen. Ah, okay. Puh, was kaufen wir da? Hm? Eine Maske müssen wir auch wahrscheinlich kaufen. Elegante. Ne, die anderen, die Schuhe hier. Ich glaube, die Schuhe sind. Die Schuhe sind irgendwie besser als. Elegante Maske für einen Maskenball. Nehmen wir mal mit. Vorerst weiter so. Ich glaube, das wäre vorerst alles. Stets zu deinen Diensten, Herr. Legen wir die Kleidung an, ob die auch optimal ist. Ups. Hose. Schuhe. Nee, da kommen mir die Schuhe besser, ja. Die Handschuhe müssen wir ausziehen. Okay. Okay, Plätze. Kommt Plätze nicht. Oh, ja. Ah, da ist Plätze. Komm, Plätze. Danke, Plätze. Sieht man nicht, dass ich zu tun habe? Ich will ja aufsteigen hier. Sieht man Da, nicht, geh dass ich weg. zu tun habe? Vollidiot. Okay. So.
Und weiter. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen mit der Rüstung. Könnte lustig werden. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald d'Aubry bleibt bis auf weiteres geschlossen. Was hast du denn wieder für ein Problem? Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Gerald von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Okay. Was denn für Arbeit? Arbeit beim Denkmal Reginald d'Aubry's. Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Ja. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeige es dir. Dann gucken wir uns die Sache mal an, ne? Hier ist es. Unser ganzer Stolz. Reginald d'Aubry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Oh mein Sie Gott. entstammen seinen höchsteigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Oh mein Mit Gott. Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Okay. Wann sind sie verschwunden? Hast du einen Verdacht? Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Ah, okay. Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich muss mich Ich umsehen. muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Keine Sorge, Reginald, keine Sorge. Aber das machen wir nicht. Wir machen die anderen Quests weiter. Oh mein Gott. Untersuche den Schauplatz. Nein. Dieser. Wählen. Triff dich mit Kaufleuten im Lager. Geh an den Ort, wo die Aktion stattfindet. Gehe. Gehe. Besuche. Hauptquest da. Bist du wieder ganz. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Dann gehen wir hier wieder weg. Schöne Melodie. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann hebst du dein Kleid? Okay. Ja. Aber ich will hier hin. Ah! Okay. Ich bin doch optimal angezogen, oder nicht? Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Einige Zeit später.
So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Nicht übel. Sicher kein aufstrebender Künstler, aber immerhin. Nur noch eine Kleinigkeit. Hier, setz die auf. Eine Maske? Bei Mandragora Soireen tragen alle Gäste eine Maske. Wer eine trägt, wird nicht gefragt, wer er ist. Okay. Warum tragen sie? Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Okay. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Okay. Ja, ich bin auch stark genug mit meinen Händen, ne? Ja. Wie sollen wir den Zintrier finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, 3 superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Kalesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen. Interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuvenbrüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Rufin. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovir. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Oriana, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovir. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Zintrier gefunden. Okay. Mal auf die Suche, ne? Geteilt die an der Soiree. Ja, machen wir auch mal, ne? So. Was gibt's denn hier so Schönes? Geralt, sei keck und zeig uns den